Servus. Ich möchte heute an was erinnern, das leider in Vergessenheit geraten ist, das aber früher jeder kennt hat und wo jeder danach gelebt hat, wo auch unsere Politiker kennt haben und eigentlich ein Grundsatz war in unserem Land und auch ein Grundsatz war für das, wie man unser Land regiert. Jeder hat damals den Spruch kennt, so viel Freiheit wie möglich und nur so viel Staat wie notwendig. Ja, das haben die Leute damals gelebt. Das muss man einfach sagen. Das hat jeder im Kopf gehabt. Und auch unsere Politiker haben gewusst, dass an dem Satz gemessen werden. Wo ist das hergekommen? Damals war ja der Kalte Krieg. Also der Westen, wir, die westlichen Länder in Europa, zusammen mit den Amis, waren auf der einen Seite und auf der anderen Seite war Kommunismus. Russland, damals Sowjetunion, mit eben die ganzen östlichen Staaten. Polen, Tschechien, Jugoslawien und ja natürlich auch DDR. Und da haben natürlich die Leute gefragt, was unterscheidet uns eigentlich von den Kommunisten? Was ist bei uns anders? Was ist bei uns besser? Und dann hat man gesagt, die Freiheit. Während im Kommunismus alles der Staat regelt, zeigt im Westen die individuelle Freiheit. Jeder kann machen, was er will, solange es die anderen nicht schadet. Die Freiheit, die Demokratie, die soziale Marktwirtschaft, das waren die Fundamente, mit denen hat man uns überzeugt, dass es bei uns besser ist wie im Kommunismus, und es war auch besser. Die heutigen Politiker, da hat man das Gefühl, die wollen alles regulieren. Für jeden Schmarrn brauchen die ein Gesetz, alles soll reguliert werden, das ist ja schon fast wie bei den Kommunisten. Es gibt einfach so Themen, da kann man drüber streiten, da hat jeder eine andere Meinung und das ist auch gut so. Und viele so Themen sind auch total unwichtig. Ich sage jetzt mal zum Beispiel das Gendern. Das kann jeder machen, wenn er mag, und wenn er nicht mag, dann soll er es bleiben lassen. Einfach bloß irgendein Schmarrn. Oder ein anderes Ding, ob ein Kreuz bei uns im Klassenzimmer oder auf die Gemeinden hängen soll. Wenn so einer hinhängen will, soll er es machen, und wenn nicht, dann nicht. Da wird es immer Leute geben, die sagen, ja, das muss sein, und andere werden sagen, nein, das gehört weg, und ist aber unwichtiges Graffel. Muss man halt einfach mal sagen. Kopftüchel genauso. Was wollt's mit euren Kopftüchel? Meine Oma, die hat ein Kopftüchel getragen, weil die einfach sich wohlgefühlt hat damit. Die war kein Muslim oder sonst was. Früher, vor 50 Jahren, haben die katholischen Frauen ein Kopftüchel getragen. Und heute ist das eine Riesendiskussion. Kann man den Menschen nicht seine Freiheit lassen? Wer mag, soll es aufhocken, und wer nicht, der nicht. Also den Grundsatz, den wir früher gehabt haben und der wo so gut war und der wo uns weitergebracht hat und auch unsere Politiker eine Richtung gegeben hat, wie wir es arbeiten sollen, dass wir zufrieden sind. Den Grundsatz, eben so viel Staat wie nötig, aber halt so viel Freiheit wie möglich für jeden Einzelnen, das haben wir verlassen. Das ist irgendwie in Vergessenheit geraten, und das ist wirklich schade. Wenn das wieder so war wie früher, wenn wir an den Satz wieder denken würden, wenn wir unsere Politiker wollen, wenn unsere Politiker wieder denken müssen an so einen Satz, bevor sie gewählt werden, da dann sich viele Sachen bei uns ändern. Das tat wirklich unserem Land weiterhelfen, weil da kann, solange einem anderen nicht schadet, auch jeder machen, was er will. Und jeder schaut für sich selber, dass er das Beste macht, und das funktioniert bestimmt besser, wie wenn die Politik vorschreibt, was wir machen sollen. Und wenn wir so weit waren, dass jeder Einzelne sich wieder frei fühlen hat und glücklich, dann hätten wir vielleicht ein Verständnis für die anderen Leute, die bei uns sind, für unsere Mitmenschen, und taten denen das gleiche Recht vergunnen, dass sie frei sind und machen, was sie wollen. Toleranz tat wieder aufleben und Einigkeit in unserem Land, und jeder war zufrieden. Also, das ist meine Bitte an euch. Denkt wieder dran,
wenn ihr was macht, dass eigentlich die Freiheit von jedem Einzelnen am meisten zählt. Und dass wir Gesetze nur brauchen, um wirklich die schlimmen Sachen zum Regeln und nicht für jeden Schmarrn. Toleranz und Freiheit. Das kann eine Zukunft sein für uns alle. So kann man alle gut und friedlich miteinander leben. Danke.